Herzlich willkommen hier bei der Büchi.ch Team zeigt. Wir sind wiederum im Döttiger Winzerfest unterwegs. Das Döttiger Winzerfest das läuft ganze 3 Tage, das heisst Freitag, Samstag und Sonntag. Und wir haben heute für euch weitere Neuigkeiten, wir haben für euch Interviews hier auf unserem Büchi.ch YouTube-Kanal. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen. Wir befinden uns jetzt im Stausehühlerzelt hier am Winzerfest. Neben mir ist... Ich bin Fabienne und bin Kassier von der Stausehühler. Super! Erzählt doch ein bisschen von eurer Guckenmusik Stausehühler. Also, es ist so, wir haben das Winzerfest, das machen wir jetzt schon seit Traditionen. Ich glaube, wo das 10-Jährige gefeiert haben, waren wir das erste Mal am Winzerfest gewesen. Damals noch in einem kleinen Stall, wo wir einfach einen Grillstand draussen hatten. Und dann ist das immer ein bisschen grösser geworden und jetzt sind wir das 2. Jahr hier unten auf dem Platz, gerade bei der Haltestelle vom Rebbergbändli und als Nachbarn der Schwinger. Okay, und wie viele Personen sind bei euch dabei, so passiv und aktiv? Also aktiv sind wir jetzt im Moment 19 Mitglieder. 3, die jetzt pausieren aus beruflichen Weiterbildungsgründen. Mit passiv und so. Also passiv Gönner, wenn ich das alles noch dazu rechne, sind es etwa 130, die da, ja. Das ist eine schöne Zahl, 130. Und wie lange gibt es euch Stausehühler denn schon? Also im 2016 feiern wir unser 30-jähriges Jubiläum. Das ist ja auch schon gleich. Und dann wird auch wieder ein neues Gewändchen vorgestellt. Wir wissen selber noch nicht, wie es rauskommt. Da sind wir dann gespannt an der GV. Die haben sich noch zusammengetan und haben dann eigentlich im 86 die Stausehühler gegründet. Wenn es mir recht ist, glaube ich, 28. April. Laut Statuten. Laut Statuten. Und wie lange bist du selber schon dabei? Also ich bin im Winzerfest 2008 bin ich da Bulliflügel essen. Da waren wir auf dem Alterplatz, auf dem Kiesplatz. Und ja, dann bin ich dort aushelfen in der Bar und dann haben sie mich nachher angefragt und dann habe ich gefunden, ja, warum nicht, aber ich muss zuerst noch meinen Freund fragen, damals. Und dann ja, bin ich eigentlich gerade nach dem Winzerfest eingestiegen bei den Stausehühler. Ja, und im 09 bin ich dann aufgenommen worden. Gratulation an dieser Stelle, im 09. Das Winzerfest haben wir jetzt 2014. Was könnt ihr den Gästen bieten? Was ist bei euch so der kulinarische Leckerbissen? Das sind ganz klar unsere Bulliflügel, die sind heiß begehrt. Wir haben letztes Jahr, als wir das erste Mal an diesem Platz waren, mal etwas Neues ausprobiert und haben gedacht, wir machen Pasta. Und das ist dann aber ein bisschen die Hose. Also, es haben dann viele gesagt, oh, warum gibt es Bulliflügel nicht mehr und so. Und jetzt wir haben uns selber schweren Herzens trennen und jetzt haben wir gefunden, nein, es geht einfach nicht ohne Bulliflügel. Jetzt machen wir das mit diesen Bulliflügeln noch einmal. Also alt eingefahrene Schienen in dem Fall? Ganz genau. Oh ja, und wir bekommen auch jüngste Komplimente von den Bulliflügel. Und unser Präsident, Stefan Hartmann, ist unser Bulliflügelmeister. Der hat das super im Griff und der macht das gut. Ich sehe, hier ist ein recht aufwendiges Zelt entstanden, wie eigentlich alle Jahre, wenn ich so sagen darf. Wie lange braucht man überhaupt, bis so ein Zelt steht? Also vom ersten bis zum letzten?
Also das Zelt an und für sich geht recht schnell. Wir haben jetzt das 2. Jahr haben wir das Zelt und es ist relativ einfach, finde ich jetzt. Und da sind wir eigentlich im Nu, sind wir da, in 2 Stunden steht da das Zelt. Oder vielleicht sogar in einer Stunde. Ich schaue jetzt auch nicht genau auf die Uhr. Aber das Zelt an und für sich steht eigentlich relativ schnell. Das stellen wir am Mittwochabend und am Donnerstag geht es dann vor allem ein bisschen ums Einrichten, Dekoration, Küche parat machen, wie wir es wollen, Tische stellen und ja, dass wir am Freitag parat sind. Was sind denn schon Rückschauen zu vergangenen Winzerfestereien noch so richtig präsent, zum Beispiel so in einer Art Running Gag? Das vergisst man einfach nie. Oh, da fällt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts ein, so ein Running Gag. Ja, was sicher eigentlich auch noch ist, wenn wir eine Band haben, die spielt, dann darf sicher einfach der Wanderer nicht fehlen. Da kommen sie sogar von der Küche hinführen und tanzen mit. Dann ist einfach ein Moment, arbeitet niemand mehr. Oder nur noch ein kleiner Teil, wo dann einfach alle dieser Wanderer gehen tanzen. Also ihr seid natürlich nicht nur am Winzerfest aktiv dabei, ihr seid ja eine Guckenmusik, Stausihühler aus Kleindöttingen. Jetzt kommt ja die schöne Zeit, wie sagen wir, die 4. oder die 5. Jahreszeit? Ja, die 5. Jahreszeit. Die 5. Jahreszeit an der Fasnacht 2015. Wo kann man euch antreffen? Wo sind ihr dabei? Also die Tourplaner haben uns den Auftrittsplan noch nicht bekannt gegeben. Sie wollen es vielleicht ein bisschen spannend machen. Was wir sicher schon wissen, wir haben am Samstag, am 7. Februar, haben wir unser Guckentreff, das 3. Mal jetzt, in der Doppelturnhalle zu Kleindöttingen. Da freuen wir uns natürlich auch. Wir haben ja das Gewändli jetzt nur noch alle 2 Jahre, also wird die Gewändli-Vorstellung letztes Jahr gewesen. Dann haben wir das nächste Jahr kein neues Gewändli. Passt jetzt auch gerade gut, dass wir dann auf 16 dann unser neues Gewändli präsentieren können. Ja. Das klingt sehr interessant, wenn ich jetzt sage, hey, ich will jetzt zu diesen lässigen Guckmusik-Stausihühler dazugehören. Wie muss ich vorgehen, wenn ich gerne möchte bei euch als Mitglied? Was ist schon der Werdegang von einem neuen Mitglied? Also wir haben eine öffentliche Probe im August. Informationen sind auch auf unserer Homepage für die Stausihühler. Dort ist der Tambi drauf, wo man sich jederzeit melden darf. Den Präsident haben wir drauf, den Stefan, wo man sich auch melden kann, wenn man neue weitere Informationen will. Man darf sich gerne mal vorankündigen, darf ich vorbeikommen, schauen, ist alles kein Problem. Wir haben jetzt auch 1. 2. November, also einfach das 1. Novemberwochenende, haben wir das Probeweekend. Wer bis dorthin noch gerne möchte kommen, darf gerne kommen, dann kann er gerade mitmachen und ich kann gerade voll als Anwärter mitfiebern, die ganze Fasnacht. Und das Probeweekend ist einfach da, wo immer am meisten hilft, weil dort vor allem die neuen Lieder auf- und abgeübt werden, dass wir es dann nachher können für die Fasnacht. Habt ihr noch einen sogenannten Kampfruf? Ja, unser traditionelles, wo wir jetzt auch abändern müssen. Und zwar, das ist immer, wenn wir fertig sind mit einem Auftritt, laufen wir zu den Hallen aus und dann ruft einer Ich finde das Interview ist auch sehr schön gewesen. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir und wünsche noch ein schönes Winzerfest. Danke vielmals.
kriegst das hin. Wie heißt denn du? Kira. Kira, komm mal zu mir. Einen großen Applaus für die Kira. Kira, super. Ich habe dir was mitgebracht. Und zwar ein Zauberportemonnaie. Nimmst du das mal in die linke Hand, gut festhalten. Achtung, die Kira wird jetzt vor euren Augen das rote Tuch verschwinden lassen. Kira, das ist gar nicht schwierig. Du gibst einfach mit dem Fingerchen das rote Tuch in meine Faust, mit dem Finger reingehen. Und ganz wichtig, immer ins Publikum lächeln, das ist ganz wichtig. Kira, du machst das super, ganz hervorragend. Super. Reingeben, super. Achtung, Kira, etwas pusten, blasen. Achtung, einmal schnipsen, eine magische Bewegung. Et voilà. Verschwunden. Einen großen Applaus für die Kira. Moment, Kira, warte, Moment. Hat irgendjemand eine Idee, wo das rote Tuch geblieben sein könnte? Im Pop, machst du mal das Portemonnaie. Oh, was ist denn das? Ja, heide Fetz nochmal. Das ist ja gelb. Ist mir da ein Fehler unterlaufen? Oh, das sollte rot sein. Das ist jetzt aber ganz schön schief gegangen. So Kleinigkeiten können am Anfang schief gehen, ist aber nicht besonders toll. Kira, das müssen wir wieder hinkriegen. Moment, was haltet ihr davon, wenn die Kira und ich zusammen das rote Tuch wieder reinzaubern? Super, das war schon ganz gut, aber Begeisterung klingt anders. Deswegen formuliere ich neu. Was haltet ihr davon, wenn jetzt gleich die Kira ganz alleine das rote Tuch reinzaubert? Ist das was? Ja! Ja, natürlich braucht die Kira was zum Zaubern. Einen Zauberstab haben wir. Kira, du nimmst den Zauberstab, schlägst dreimal auf das Portemonnaie, alle zählen mit. 1, 2, 3. Dann öffnest du das Portemonnaie, holst das rote Tuch raus, schwenkst es in die Luft. Alle sind begeistert, toben, jubeln, trampeln, klatschen, was das Zeug hält. Bist du bereit? Super, nimm den Zauberstab drauf. Oh, ja, heide Fetz nochmal. Was ist denn das? Oh, das geht ja überhaupt nicht. Moment, Kira, du musst in der Mitte greifen. Einfach in der Mitte heben. Gut heben oder... Oh, Heidefetz. Was ist denn mit dem Zauberstab? Der funktioniert ja überhaupt nicht. Moment. Ich glaube, der ist besser. Super. Achtung, Kira, dreimal draufschlagen. Achtung. 1, 2, 3. Wir brauchen noch einen Zauberspruch. Mein Name, Da Capo, ist ein super Zauberspruch. Vielleicht probieren wir den mal aus. Okay, alle zusammen. Und Da Capo. Einmal schnipsen, die magische Bewegung. Oh, mir scheint, du kannst wirklich zaubern. Holst du mal raus, was hier drin ist? Einen großen Applaus für Kira. Das hast du super gut gemacht. Dankeschön. Hallo miteinander, ihr kommt von wo? Aus dem Glarnerland natürlich, oder? Das hört man doch, oder? Vom Reden an. Oder? Alles klar. Und was habt ihr das Jahr speziell an dem Winzerfest geplant? Nichts. Nicht geplant. Habt ihr irgendwie etwas vor noch heute? Ja, jetzt tun wir ein bisschen grügeln da. Spielen. Im Altersheim gehen wir noch. Ja, dort, wo ich aufgewachsen bin. Im Altersheim. Nicht in dem da, meine ich. Alles klar. Im Granderland. Ja, habt ihr an diesem Winzerfest einen speziellen Wein, den ihr findet, mal den musst du probiert haben? Ja, da sind wir jetzt eben dran. Jetzt haben wir aber den Döttinger Riesling gefunden. Und dann müssen wir halt noch ein bisschen weitermachen. Ne? Okay, der Döttiger Riesling. Vielleicht kann man das schnell in die Kamera haben. Oh, der muss ja gut sein, wie man sieht. Es ist leer. Dann gebe ich euch den wieder in die Mitte. Also, dann würde ich sagen, wünsche ich euch mal einen guten. Lassen wir euch weiter schmausen, noch ein bisschen degustieren, noch ein bisschen sein. Und ein schönes Tägli zusammen. Sauber. Alle miteinander.
Genau, am Döttiger Winzerfest. Und neben mir steht Monika Peter aus Neuchâtel. aus Neuchâtel. Haben einen recht langen Weg zum Winzerfest. 2,5 Stunden. Im Band-Tourbus oder so. Im Gar. Der hat uns abgesetzt und ist wieder ab. Okay, und ich sehe, du hast eine ganz schöne Tracht da. Neuchâtel, laufen wir dort immer mit so Kleidern rum oder ist das einfach speziell jetzt gerade? Es wäre ja schön. Ich würde es gerne, aber ja. Leider ein bisschen umständlich und wenn man nur einen hat, geht es nicht so. Das ist die Werktagstracht aus Neuchâtel. Aha, also Auch ein Winzergebiet im Fall, mit unseren Trübli drauf, von Neuchâtel selber. Dann hat es andere in der Gruppe, die Bienen drauf haben, von La Chaux-de-Fonds und Tannenzäpfen von Le Locle. Das sind die kleinen Unterschiede. und ihr sind zum ersten Mal hier am Winzerfest Döttingen. Ich war einmal da in meiner Jugendzeit, ist schon ziemlich lang her. Doch, doch. So lange kann das nicht her sein. Mindestens 40 Jahre oder mehr. Und ihr sind immer bei dieser Trachtengruppe schon dabei. Über 20 Jahre ich selber. Ja. Also die Trachtengruppe gibt es ja schon länger in dem Fall. Also die besteht seit 92 Jahren. Wir hatten vor 2 Jahren eben ein grosses Fest bei uns für den 90. Richtig gefeiert. Und ich habe gesehen, ihr habt auf der Bühne oben tanzt. Es sieht einfach aus, aber es hat sicher auch recht viel mit Kondition zu tun. Kondition erstens und vor allem der Kopf muss noch zu weg sein. Weil man muss doch viele Tanzbeschreibungen können im Kopf behalten. Sie haben ja gesehen, jeder Tanz hat seine eigene Tanzbeschreibung. Jetzt noch schnell zum Abschluss. Wollte ich gerne fragen, habt ihr auch Internetseiten, wo wir euch besuchen können oder andernfalls sogar buchen? Leider Facebook ist etwas drauf, aber ein bisschen veraltet. Wir sind nicht mehr dazugekommen in der letzten Zeit. Sonst kann ich die Privatadresse angeben. Ja, sonst können wir ein Kärtchen geben oder irgendwie einen Namen. Oder wie findet man euch? Im Telefonbuch zum Beispiel? Also, unter das Monika Peter in Neuchâtel. Gibt es nur eine? Jawohl. Okay, danke vielmals und noch schönes Winzerfest. Danke Ihnen auch. Das ist mein kleines Lied und ich hab es so lieb. Jump doopy doopy down, wow, rubber the bumper, down. It took me 3 years to learn. 3 years of my life to learn one lasso trick. 3 years. Here we go. Dankeschön. It's a joke, it's a joke. It's a joke. Here we go. 3 years of my life to learn one lasso trick. 3 years and nobody gives a damn. Dankeschön. More sexy. Yeah, okay, here we go. Up. Okay. Die großes Lasso in die Welt. Alles zusammen. Clapping slowly. Clap. Yeah. And then schneller. Und schneller. Here we go. Größer. Schneller. More sexy. Größer. Schneller. More sexy. Größer. Schneller. Die großes Lasso. Herzlich willkommen, wir sind jetzt hier bei beim Stand am Winzermarkt Haus der Sonne.
Ich mache Werbung für den Verein. Es ist ein anerkannter Verein, wo man kranken Kindern in der Region und Kinder, die ein bisschen auf der Schattenseite im Leben stehen, einen kleinen Wunsch erfüllen. Das ist doch eine schöne Information. Und ich sehe, ihr seid aus der Region. Was habt ihr so in der letzten Zeit Interessantes in der Region, nebst dem Winzerfest? Nebst dem Winzerfest, ja, da müsst ihr richtig fragen, die also 100'000 Sachen machen. Ich kann aber erzählen, was wir in unserer Region mit unserem Verein gemacht haben. Da haben wir vom HPS an einem Tag der Begegnung einen Lohn sponsern mit den Spendengeldern. Wir haben an einem Kind, das auf der Schattenseite steht, haben wir Reitstunden offeriert, wo wir jetzt dann auch wieder Fotosession machen können, damit man sieht, was mit den Spendengeldern weggeht. Also, viele gute Sachen, die wir machen können. Und ich sehe, ihr verkauft jetzt hier Kinderkarten. Sind die gesponsert von Kindern oder sind das Produktionen sozusagen von den Betroffenen? Nein, wir haben angefragt, die Kindergärten in der Region, weil wir den Kindern, die in der Region sind, Unterstützung geben und helfen. Ob sie uns Karten machen, damit wir die verkaufen dürfen, dass wir vollumfänglich unsere Spendengelder für Kinder, die behindert, die krank sind, die auf der Schattenseite stehen, dass wir die den Wunsch erfüllen dürfen. Und auf das sind wir mit Spendengeldern angewiesen. Das ist eine ganz tolle Sache. Ich habe gesehen, ihr habt auch eine Internetseite, kann man sich auch über die Internetseite bei euch melden und euch ein bisschen unterstützen, wenn man das möchte. Selbstverständlich, die Kamera geht sicher noch auf unsere Homepage, was wir da haben, Haus der Sonne, Info, Haus der Sonne mit Bindestrich minus haus-sonne.ch. Dann möchte ich mich recht herzlich bedanken für die netten Informationen und wünsche noch viel Erfolg mit eurem Unternehmen und ein schönes Winzerfest. Danke, gleichfalls. Viel Sonne wünscht man, weil wir verschenken Sonnenstrahlen. Ja, das ist schön. Das ist schön. Ja. Herzlich willkommen hier bei der Büchi.ch Team Zeigs. Wir sind jetzt gerade auf dem Kilbyplatz bei, ja, wie ist überhaupt dein Name? Sandra Hauri-Zülle. Sandra Hauri-Zülle. Super. Wie sagt man denn eigentlich deiner Tätigkeit hier auf dem Kilbyplatz? Wir sind Schausteller. Schausteller. Okay, und Schausteller, wie kommt man eigentlich dazu, Schausteller zu werden? Also ich bin aufgewachsen aus einer Schaustellerfamilie und durch da bin ich jetzt auch Schaustellerin geworden. Das Winzerfest ist ja nicht zum ersten Mal hier am Laufen. Sind ihr schon mal da gewesen, schon ein paar Mal da gewesen? Wir sind das zweite Mal hier. Haben ihr noch andere Sachen, also Wagen, nebst dem Büchsenwagen? Wir haben noch eine Schiessbude und 2 Kinderkarussell. Der Büchsenwagen sieht ja richtig speziell aus. Ist irgendetwas Spezielles zu berichten über den Büchsenwagen? Ja, der ist ausgestattet mit LEDs und das ist natürlich das Highlight in der Nacht.
Also das heisst, man müsste in der Nacht mal vorbei schauen. Ja, sicher, es lohnt sich. Nebst dem Winzerfest trifft man euch auch an anderen Orten an. Ja, wir sind eigentlich von Bern zum Bodensee, sieht man uns, und durch Aargau fahren wir. Wir sind eigentlich in der ganzen Schweiz unterwegs. An dem Winterfest, was ist für euch denn das Highlight oder für dich persönlich das Highlight? Also ich finde natürlich den Umzug am Sonntag speziell und das ist sicher auch lohnenswert für alle Besucher. Wenn man euch jetzt möchte als Veranstalter buchen, wie kann man sich an euch wenden? Ja, aufs Internet haurichelbi.ch und uns kontaktieren und dann nehmen wir Kontakt auf und können ins Gespräch und können die Sachen anschauen. So im Schnitt für einen Büchsenwagen, wenn jetzt jemand findet, mal der Büchsenwagen, der gefällt mir, ich wollte an meinem Fest. Wie sieht das aus? Könnt ihr auch bei Privatpersonen aufstellen? Ja, wir machen auch Pauschalarrangement. Und das ist je nach Anlass, tun wir darüber reden, was wir dafür wollen. Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich für das nette Gespräch und wünsche euch noch viel Erfolg weiterhin. Ja, danke vielmals, euch auch. Unterwegs am Winzerfest in Döttingen und wir haben hier zwei Damen, kann man da sagen, Damen gefunden? Ja. Ja. Was führt euch denn an dem schönen Samstag zu dem tollen Winzerfest? Der Lunapark ist halt einfach eines der besten, die es haben. Ja. Das Essen ist gut. Ich weiß es nicht, aber kann das sein, dass du mal im Fernsehen auftreten bist? Irgendwo beim Sambo. Also, wie bist du überhaupt dorthin gekommen? Also, ich bin ja in der Gucke, Staussenhüller, von Kleindöttingen und ja, spiele jetzt als Schlagzeug schon seit 2 Jahren. Und ja. Und du bist auch dabei gewesen, oder etwas habe ich gehört munkeln? Ja, bei Telemais bin ich mit ihr gewesen. Ja. Und was haben die noch vor in dieser schönen Nacht heute oben? Lunapark, ein bisschen feiern und ja. Ja, Lunapark und Party! Also allmählich wird es dunkel in der Gasse und Musik hört man. Aber bei Musik, wir haben hier einen waschechten YouTube-Musiker. Ja, hallo zusammen. Wer bist denn du eigentlich? Ich bin der Jäger, YouTube-Musiker. YouTube-Musiker, und wenn man dich möchte abonnieren, wie macht man, wie heissest du? Mein Name ist Michel Jäger, mich abonniert man, wenn man in YouTube geht und meinen Namen eingibt. Natürlich, ganz normal wie jeden anderen. Sehr gut. Und was führt dich denn eigentlich hier an das tolle Winzerfest? Das tolle Winzerfest führt mich der Damian, weil ich wusste, dass er da ist und heute ein Interview mit mir durchziehen will. Natürlich das feine Essen in gewissen Zelten, oder? Meine Kinder, die gerne ein Kilby gehen und sonst das ganze Ambiente ist cool. Du hast jetzt gesagt, der Büchi, also das heisst, wir sind ja, also ich bin ja nicht alleine, wir sind das Büchi.ch-Team. Yeah. Vielleicht wollte unser Kameramann mal vorkommen. Ja genau, unser Kameramann, genau. Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, das ist der Kameramann, der Driver, ja, was soll ich sagen, eigentlich die rechte Hand, oder wie sagt man dem? Ja, kannst du sagen, wie du willst. Der zweihändige Kameramann. Super, also und du bist natürlich der Marc, oder? Ja, sicher. Und wir wünschen euch
Im Namen vom Büchi.ch-Team weiterhin viel Spass mit unserem YouTube-Video. Kann man so sagen, oder? Schönes Wochenende und viel Vergnügen. Hast du noch etwas hinzuzufügen? Hey, schöne Zeit zusammen. Tschüss, hat mich gefreut.